Willkommen bei RDR Tele. Es sind den Dan Hardy und ich begrüße euch ganz herzlich am Kader von dieser zweiten Emission, die sich das Jahr für allem rund um unseren Nationalkongress dreht. An dieser Emission befassen wir uns aber auch mit der Chambre und am Schluss auch mit dem Jenischen. Der Rendezvous für den Kongress war zu Uselding bei der Burg. Rund 100 Members waren bis zum Datum gekommen, für unter anderem ein neues Nationalkomitee zu bestimmen und zusammen mit unseren 6 Kandidaten die Europawahlen vorzubereiten. Nationalkongress ass alt nees deitlich ginn, dat d'ADR nach eng Spruch schwätzt, dit Leiit verstinn. Dat kee Blätt fir un de Mund geholget a worechte gesot ginn, dat hunn d'Interventionioune vun de Parteilieder obeneiz bewiesen. Den Ufang mëcht den neien Deputéierten aus dem Norden, Jeff Engelen, déi firdro gewarnt huet fir d'Deisleg weiter ausbluten ze losen. Et gi permanent Servicer, speziell Staatsservicer fir als Bierger aufgebaut an zentralisiert, an domat da verschlechtert. Etwert mussssen alles wohl an der Staat zentralisiert gin, für dat der Gambia ihren unnützen Tram sich kann rentabilisieren. Lebensqualität am Norden hält am Vergleich für Jahrzehnten permanent auf. Ich so nicht, das nach nie Populismus gewirrscht, Wohlrechten zu suchen. Das am Konträr an sich verstärkt, eng Meinung zu vertreten, aber eben nicht dem Mainstream-Charakter nur zu rennen. Natürlich, als Eger jidverengem sein Liebling, verspricht dat eend am mich da danat, aber nicht mit der ADR. Die gesieht, es lohnt sich zu kämpfen, auch grad für Europa. Wir wollen an diese Wahlen ein gutes Resultat erreichen. Vielleicht sogar ein Sitz am Europaparlament. Mit Manner sollte mir eis nicht zufrieden gehen. Umweltprobleme sind dacks eine grenzüberschreitende Herausforderung und brauchen koordiniert Maßnahmen. Wenn ich gesehen, dass die Jungen auch zu Lützeburg bereit sind, sich an der Politik aktiv mit anzubringen, stimmt das mich immens positiv. Lo gilt sie auch draußen die Schulzeiten mitschaffen zu lassen, Diskussion mit ihnen zu sichern, an ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auch an unserer Partei anzubringen. Ich bin mir sicher, dass sowohl die Jungen wie auch wir einer davon nicht mehr können profitieren. Erstens, der will sich heute nicht mehr als Eskimo verkleiden, und zweitens, der will nicht mehr Eskimo suchen. Und der will sich auch nicht mehr als Indianer verkleiden. Aber wisst ihr, wo die Verbote sicherlich nicht herkommen? Sie kommen sicherlich nicht von den Eskimoen, also sie kommen sicherlich nicht von den Indianern. Ich so nicht, aber wo sie herkommen. Sie kommen von einer arroganter, suffisanter, linksintellektueller Urwaschicht, der überzeugt sind, vorisch für sich gepacht zu und die Welt gerne an eine Zucht Sprachwatte abhaken. Die kriegen Umweltminister von Irrständer. Ich habe mal so gelesen, es gibt terribel viele Busse von Irrständer an den Staat vor. Da könnt ihr bestimmt auch mal einen Bus an den Staat. Pustekuchen, nee, da könnt ihr ein Auto aus der Stadt, die fährt zur Bierstadt nach Sichern, und da fährt sie über die Busspur, Landbusse, fährt sie an den Staat. Aber die soll dann mit dem Bus kommen an den Staat. Und dann klemmt sie auf den Tram und dann fährt sie mit dem Tram an ihrem Büro. Und dann soll sie gucken, dass sie eine ordentliche Velo kriegt, wenn sie an der Stadt sich muss deplacieren. Dann hält sie den Velo und dann können sie mit dem Velo an die Chambre. Das wäre ein Vorbild für einen geringen Umweltminister. Und nicht selber mit dem dicken Auto fahren an der Leute fährt so, vor dir mit dem Velo, mit Kascher und fährt mit dem Bus. Es ist mir alle Wolke gefallen. Wie ich gelesen habe, das war mir komplett schockiert, dass die Regierung mit einem Viertelstrich 12 von ihren Conseillers von 82 auf 120 abgesagt wird. Das kann doch nicht sein, da hat den sich verschrieben. Aber das ist aber so. Da lesen ich, dass laut Verfassung das an der Kompetenz von der Regierung ist. Sie selber können dezidieren, wie groß 12 von den Conseils de Gouvernement ist. Von einem Moment auf den anderen von 82 auf 120. Lo ironisieren ich ein bisschen, da kann ich nicht vorstellen, als wirklich so große Besuch du für Beratung an der Regierung. Da ging ich so, jo. Von Uselding gehen wir rüber bis ob Irrstanach. Die Leute aus dem Osten vom Land sind weiter unzufrieden, dass sie als einzige Region
keng Maison medikal dürfen hunn. Das ist eine Sauerei. Wir müssten aber auch eine Maison medikal kriegen. Wenn er besatzt, dann muss man bis auf Ettelbreck. Aber bis dahin könnt ihr schon dutzen. Eerster nach als geheert zu Maison medikal Ethelbrick an da kann het sinn, dat den Doktor aufhängt zu Kirchen dat Teich Babel, da fehlt mat meestret dat Eipa Wasser bëllech, Donno fir de Fleider immer pre hun der Ätert, da fehlt man Nordspitz und da kann het sinn, dat het 6 Stunden dauert bis wir den Doktor do ass. Nodems d'ADR de Gesundheitsminister mat parlamentarsche Froen interpelléiert huet, hummer lo puer Doktore fand, die brett sinn de wichtesche Service Bierger zu assurieren. Ja, wann en so kann soen, wëlt Dir eigentlich lo dem Gesundheitsminister proposéieren fir de Rolle vun enger Maison medikal, also eng christech Maison medikalheit zu Erster nach ziwerhoelen, fir wat mengt er, dats der wirklich brett werd dofir. Ich denke, wir haben hier rund knapp 2 Jahre den Centre Medical pluridisziplinär gegründet. Wir haben einen Sitz, den als mit Parking dabei, mit Zugang Ambulanz, haben wir als kein Problem. Das Rollstuhlgerecht, also Handicapierte gerecht, wir haben 3 Möglichkeiten da, mit der Möglichkeit nach in den anderen Raum auszubauen, wann wir sind. Sodass das relativ mit Mannaufwand zu machen wäre. Ich denke, die Leute kennen doch, weil das, denke ich, relativ gut akzeptiert. Das Centre Medical erst nach bei den Leuten, der Population, wenn den ein bisschen zu guckt, sodass, denke ich, die Maison Medical eigentlich nicht schlecht gelegen wird, wenn sie über Bierstach kommen. Außerdem haben schon viele Patienten gedurcht, dass es sich beim medizinischen Center um eine Maison Medical handelt. Leute also ofes net op wie du weekend mün ams Moes op, méi wie ams Mëtte sonde hu da net op, die si eng Maison medikal Gott neen leider net net Personal nach derfir. Da brecht mir schon tolle vom Minister fir dat können umzusetzen. Gëtte Gesundheitsminister lo endlich gering Lut fir am Oste vum Land heit zu Erster nach eng Maison medikal opzumachen. Dat wëll mal lo vum Minister wie parlamentarisch froh wëssen. An der Chamber stoung rezent die außenpolitische Deklaration vom Minister Jean Asselborn Ordre du Jour. An die dauert nawel lang a fir zu kommentieren, begréessen ech och den ADR-Deputéierte Fernand Cartheuser hai am Studio. Wat kann e generell zu deseriert zoen? Meine Damen Menge, wat sech rausgeschilt huet, ass der denkennech net eng Außenpolitik vun dieser Region gëtt mit Gëtter 3. All Partei huet hier egen, den Herr Büttel probéiert op een ekonomischer, politische, pragmatische Kurs zu goen. Den Asselborn fir en ganz link hin, wo en eigene stagste Kontreff und dem will erreche, wat den Herr Büttel proposéiert. An dann hummer nach die Greng, die Lummer am Defensminister och hier ege Politik wëlle machen, an zum Beispiel die NATO-Ziele, die den Herr Büttel op internationale Konferenzen akzeptiert, net will umsetzen. Mün also eng disparat Landschaft an der Außenpolitik wat net zur Kredibilität von unserem Land beiträgt. Ja, das E-Punkt fällt auch nach op, dass man von alle guten de Memberländer Lützeburg dat feiert Land als wat pro Kap gesinn am meeschten Migranten ranhält. Wie muss in dat iwwer gesi ferner? Ja, das erstens mal festzustellen, dass die anderen 3 Länder, die anscheinend, dem was den Asselborn gesagt hat, mehr Migranten wie wir abholen, allen 3 Länder sind, die direkt im Mittelmeer liegen. Zypern, Griechenland und auch Malta. Lützeburg also das einzige westeuropäische Land, das nicht direkt um mir leid, das am meisten Refugien abhält. Das ist das Erste. Das ist ein Resultat von einer Politik von Asselborn, die Lützeburg auf die Karte setzt als ein Land, das keinen Zweck schickt, auch wenn leider Konditionen sind, dass sie schon lange keinen Zweck an die Länder gehen. Das ist auch ein Scheck allgemein, wo seiner Politik an der Migrationsfrage, wo ein immens tiefer Streit in Europa ist, durch die Decisionen, die Asselborn in der Lützeburger Präsidentschaft 2015 mit Majoritätsdecisionen durchgezogen hat. Ja, merci für den Punkt auch. Ja, an Zeiten vom Brexit, an der zukünftigen europäischen Entwicklung von der EU, setzen wir überhaupt als Land die richtigen Akzente. Also den Herr Asselborn probiert immer den europäischen Föderalismus gut zu reden, weil den sich gegen den Nationalismus widersetzen. Das ist ein Diskurs, der gar nicht der politischen Realität entspricht.
Dat Nationalgefühl kann net mat Nationalismus gleichsetzen, weil die war an Europa lo ze gesinn ass, dats der Föderalismus an Europa de Wunsch fir Nationalstaaten aufzuschaffen, den eigentlich zu den Problemen feiert an den och mat verantwortlich ass fir de Brexit. Och Lützeburg hat eng Matverantwortung fir de Brexit, dadurch dat man freiere Joren dem David Cameron net entgegenkom sinn, an dem man auch ganz dogmatisch föderalistisch Positionen hunn. Mir als ADR hun als immer fir eng pragmatisch Relation ausgeschwert an als Idee vom Europa von den Nationen hättet auch die Briten erlaubt, an der Europäischen Union zu bleiben. Okay, merci für das Appreciation von dem Herr Asselborn Sänger außenpolitischer Deklaration. Also merci für den Besuch am Studio. Gern geschehen, vielmals merci. Den Deputéierten Ja Wenglen huet natürlich schon eng ganz Part die parlamentarische Froen Gestalt. Zanter eben die neue Chamber gewählt ass, an Zanter de mat dabei sieht. Du kom awer lo eng Antwort, Dich Novelle verwondert huet vun der Kulturministersch wo man Lorefir an hirem Minister stinn. Fir wat ass dat so, dats der net froh sieht mat der Antwort vum Sam Tanson. Ja, ich mengen, dat ich nicht froh sind, wie die Antwort das ganz klar. Mir vum MDR hunn angefangen als Eichpartei systematisch als parlamentarisch Froen op Lützeburg zu stellen. Demos goffen aber lächelt. Löserlös kommen noch den von der Lützeburg. A Löserlös hunn och Kollegen aus der Schambach Einzeldeputéiert stellen ihr froh noch mittlerweile op Lützeburg. So dat de muss so, dat dem RDR sein Ersatz Lützeburger Spruch Löserlös fängt Frichten zu drohen. An dafür also grad verwunderlich, dat man grad eng frohen kulturministerisch gestaltet, die ja zuständig ist für Lützeburger Spruch auch. Und da man die gerade auf Französisch beantwortet kriegt, da tun wir an einen Brief kontestiert, einmal gespannt, wie die Reaktion also wie es Vierer geht. Genau, das das Stichwort wie es Vierer geht. Was für einen Schritt hat der dann lo konkret unterholt an der Sache? Ja, wie man den Brief kriegt auf Französisch, da haben wir direkt reagiert, haben wir dem Chamberpräsident einen Brief geschrieben, wo man darauf aufmerksam machen, dass das Reglement besteht, dass von Frau auf Lützeburg gestaltet ist, soll es auch auf Lützeburg beantwortet gehen. Also sind wir gespannt, ob die Antwort, wir haben aber gesagt, das soll in Zukunft so geschehen, an die Dänischen. An der Stadt zu Weimischkirch an noch am Perfendal ass fréier jenisch geschwert ginn. Haut ass vun der Spruch vun de klengen Händler net allzuviel mi iwrech bliwen. Läkerten oder Lompekrémer ginnet schon Milan keng méi, an Äwer ass die Grafspruch nach a viele Käpp vun de Leiit am Land präsent. Et si goer Wierde an d Lützeburgich iwwergangen, wéi zum Beispiel e Knöff oder eng Moss, awer och Ausdrick wie Kuft Schmull, wat soviel heescht wie Häl de Mund. Den Urweimischkircher en der Bausch, den an der Tischcht leider verstorwen ass, hat 2015 nach dëst Flott Buch mat enger DVD rausginn, hei proposéiere me ech e klengen Auszug do vunner. De Läket war Rosen an huet lang gedauert. An all Owens huet hien op de Butzet gelauert. An emol krut hiene mam Geneck, an du krut de Krufes Knäip allon gleich umreck. Ich soen Dire de Lo, dat do war wie lächt. Nach emol dat do, da gësten is gut vu mir gedrecht. Weil Butzeten am Zanketen, am Läketen, und sich nie verdroen, am manchmal auch en René zu flohen. Zu hoffe bleibt, dat d'Erinnerung und Jenisch erhale bleibt, an net komplett verschwindt. Voilà, dat wäre doch schon gewircht fir das zweet Emission vun ADR Tele. Es so nicht merci, dass der mat dabei wärt. Di könnt es auch net nimmen bei Doc op der Tele suiveieren, ma auch wéi gewinnt Internet op ADR.lu oder bei der Facebook-Seite. Merci an Eddie.